wie sieht das mit dem Opferschutz aus? Das Opfer muss ja nachweisen, dass eine Tat vorgekommen ist. Ist bei den meisten Opfern schwierig, diese Sachen nachzuweisen. Ja. Wäre es dann nicht sinnvoll, wenn man das Gesetz so ändert wie bei dem Antidiskriminierungsgesetz, wo die Leute sich melden können und da muss der Täter, der Beschuldigte, nachweisen, dass er die Tat begangen oder nicht begangen hat? Das ist ein ganz schwieriges Thema, das Sie ja gerade angesprochen haben. Das wird diskutiert, auch an dem runden Tisch in der Arbeitsgruppe diskutiert werden müssen. Kann ich Ihnen jetzt noch nicht sagen, wie das weitergeht. Aber eins ist vor allen Dingen ganz klar, dass man zunächst mal den Kindern glauben muss. Das ist also eine ganz wichtige Erfahrung. Alle, die mal versucht haben, in so einem Missbrauchserleben Hilfe zu kriegen, sagen dann, sie haben sie einfach nicht gekriegt. Es ist ihnen nicht geglaubt worden oder es wollte ihnen auch nicht geglaubt werden. Und dann war der Schutz der Familie oder der Institution viel wichtiger als das, was dem Kind oder dem Jugendlichen passiert ist. Und auch jetzt erleben wir, dass diejenigen, die sich an uns wenden, auch das Gespräch mit den Fachkräften als sehr positiv erleben, weil sie sagen, jetzt hört mir jemand zu. Ich habe da jemanden, der mir das glaubt, der mir diese Geschichte abnimmt. Also die Anerkennung, dass hier ein ganz schlimmes Unrecht passiert ist. Das ist, glaube ich, der erste Schritt, den wir erreichen müssen. Wie weit wir dann kommen mit Beweislastumkehr, ist eine schwierige Kiste. Das wissen wir gerade bei Dingen, die eben auch sehr, sehr weit in die Vergangenheit zurückgehen. Müssen wir gucken. Aber auf alle Fälle ist ein Punkt, der immer wieder angesprochen wird, das Thema Glaubhaftigkeitsgutachten, ne, das dann von den sogenannten Opferzeugen, den Betroffenen verlangt wird und wo die wahnsinnig drunter leiden, weil von ihnen wird es verlangt, von den Tätern wird es nicht verlangt, aber mir haben die Juristen erklärt, so ist das Rechtssystem. Bei Tätern geht man davon aus, die dürfen lügen oder die lügen sowieso, also bringt es da nichts, aber es ist ein Ungleichgewicht.